Die Legende der Sternenhelden ist eine Geschichte, eine epische Geschichte, irgendwie auch eine traurige Geschichte, zumindest was wir bislang so erlebt haben, und ich hoffe, dass wir heute mit Beginn des neuen Kapitels ein bisschen, naja, sagen wir mal, auf ein Happy End zusteuern, war? Fände ich zumindest schon mal sehr, sehr schön. Und dann willkommen zurück, Freunde, zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Mit dem Fall vom Weltvermächtnis Weltstab erwachen die Wachdrachen und das Aufkommen der großen Finsternis rückt näher. Während Aurams Entscheidung dazu führen, dass das Weltvermächtnis uns in eine andere Richtung führt. Naja, was heißt Auram? Es geht nicht nur um Auram, es geht auch um Ningirsu, es geht um Ip, es geht um alle. Alle spielen eine wichtige Rolle. Und ich hoffe vor allem eben, dass ich Auram, Ningirsu, wenn wir natürlich uns zurückerinnern, an die letzten Folgen mit dem Weltvermächtnis, ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber trotzdem, wenn wir uns daran zurückerinnern, das war schon, also nicht da hier oben, das war was anderes. Beziehungsweise müsste ungefähr hier gewesen sein. Hier, wie quasi die Entscheidungsschlacht zwischen Auram und Ningirsu, wo wir eigentlich bis heute noch nicht wissen, wer gewonnen hat. Oder? Ein kleiner Rückblick. Die Crusader bewegten sich in die Richtung, in der Ningirsu war. Bevor sie ihn erreichen konnten, mussten sie an den unzähligen Orkus-Waffen vorbei. Die Orkus waren ebenso gnadenlos wie zahlreich und die Crusader erlitten viele Verluste, während sie versuchten, sich durchzukämpfen. In der Hitze des Gefechts begann Auram zu spüren, dass tief in Orkustruis Babel eine ähnliche Kraft wie die seines Schlüssels wohnte. Die mechanischen Gefäße nutzten, was sie an Kräften des Schlüssels geerbt hatten, und aktivierten orkustriertes Babel. Okay. Aus den Tiefen des Turms erstrahlte ein großes Licht, und der Turm selbst schien fast mit ihm zu fallen, als auf der Strahlenhimmel regte. Nein! Wir müssen die Aktivierung aufhalten, dachte Auram, während er auf die Maschinen zustürmte. Bevor er noch einen Schritt tun konnte, erschien Ningirsu vor ihm. Es war das erste Mal seit jener Tragödie vor langer Zeit, dass sie einander sahen. In dem Chaos des Kampfes trafen sich ihre Blicke. Auram öffnete den Mund, um zu sprechen. Warum? Fragte er. Lässt du dich mit der großen Finsternis ein? Warum bedrohst du unseren Planeten so? Warum hast du diesen spiralförmigen Turm und diese Armee von mechanischen Waffen geschaffen? Ningirsu hat nur eine einfache Antwort für ihn. Für Ip. Für meine Schwester. Das war der einzige Grund, den er brauchte. Für seine Schwester war er bereit, Babel zu aktivieren, um Weltvermächtnis Weltstab vom Himmel zu holen und die Erdoberfläche aufzubrechen. Um damit das schlafende Weltvermächtnis Weltache zu wecken und mit dessen Einfluss auf Leben und Tod Ips Seele wiederzubeleben. Dann, nachdem die große Finsternis aus dem Innern der Erde befreit worden war, würde er ihre Kräfte nutzen, um Ip als himmlisches Wesen wieder auferstehen zu lassen. Jetzt, da er von Ningirsu die Wahrheit erfahren hatte, zog Auram sein Schwert. Das musste er verhindern. Ningirsu schwang zur Antwort ebenfalls eine Lanze. Niemand würde ihn aufhalten, nicht einmal Auram. Der Schwertkämpfer wusste, dass Ningirsu Ip inniger liebte als irgendjemand sonst auf der Welt. Aber das gab ihm nicht das Recht, ihren gesamten Planeten so in Gefahr zu bringen. Auram wusste, dass Ip das nicht wollen würde, selbst wenn es bedeutete, dass er wieder leben konnte. Doch für Ningirsu gab es nichts, was er sich mehr wünschte, als dass seine Schwester ihre Augen wieder öffnete. Und wenn das bedeutete, dass er sich gegen die gesamte Welt stellen musste, dann war es so. Beide Männer hatten bereits entschieden, was sie erreichen wollten. Keiner von ihnen wollte nachgeben, und so kämpften sie, ohne dass ein entscheidender Vorteil für einen ergab. Orkustriertes Babel aktivierte sich, und endlich war der Weltstab umgestürzt worden. Als er auf die Erde fiel, durchbohrte das Land, und die Schockwelle erfasste den gesamten Planeten. Und genau da setzen wir nun an. Im Pfad des Weltvermächtnisses. Das Szenario. Wohin das Weltvermächtnis führt. Babels Aktivierung stürzt Weltvermächtnis Weltstab
vom Himmel und zur Erde. In seiner gewaltigen Masse bohrte er sich tief in die Erde. Gerade als die verheerende Schockwelle kurz davor war, die Krieger der Crusader zu treffen, fiel ein grelles Licht auf Aurams Augen. Heller noch als das aus dem Kampf gegen Ibli. Imduk hat die Macht der Götter genutzt, um eine gigantische Barriere zu errichten. Mit dem über sie hinweg tobenden Sturm Zerstörung löst sich auch die Barriere auf. Imduk hatte sich als Schild für die Crusader geopfert. Nein, mein Hundi! Mein Drachi, mein Hundi-Drachi. Seiner Lebenskraft beraubt, fiel Imduk zu Boden. Auram berührte Imduks reglosen Körper, sprachlos. Sein unersetzlicher Verbündeter, einfach hinweggerafft. Eine Welle von Schuld übermannte ihn, wie schon einmal zuvor. Es blieb keine Zeit für Kummer, weder für Auram noch für die Crusader. Der Fall des Weltstabs hatte Weltvermächtnis Weltarche freigelegt und aktiviert. Der gefallene Imduk wurde von der Weltarche verzehrt. Die Macht der Weltarche über Leben und Tod wurde von der göttlichen Kraft Imduks durchdrungen. Diese Einheit nahm die Form eines zweiköpfigen Drachen an. Wachdrache Andrake war geboren und segelte in Richtung Auram hinab. Die Wachdrachen waren erweckt worden. Die erschütternde Kraft durchdrang den Planeten und gab jedem Weltvermächtnis die Form eines Drachen. Eine schöne Scheiße. Lassen wir ihn... Wegen dem Gierso, Mann, nee. Okay. Ningirso, du Arsch, was tust du bloß? Aber dafür ein Symbol muss weit zuschalten. Hier eine Kartenhülle kriegen wir natürlich hier, wa? Nö, nicht mal, was? Okay, krass. Okay. Ja, wird noch spannend, Freunde, wird noch spannend. Oder besser gesagt, es bleibt spannend. Doch selbst als die Weltvermächtnisse sich in Drachen wandelten, ließ Ningirsu sich nicht einschüchtern. Ibs Wiederbelebung, das war das Einzige, was ihn vorantrieb. Mit Ibs Leiche in seinen Armen näherte sich der mechanischen Puppe. Mit Hilfe des Schlüssels darin sollte in Lage sein, selbst die Weltvermächtnisse in Drachenform zu kontrollieren. Ningirsu versuchte Ibs Seele wieder zu beleben. Mit dem Schlüssel wollte er die Weltarche und ihre Macht über Leben und Tod kontrollieren. Und schließlich, endlich, ging der Wunsch eines Bruders für seine Schwester in Erfüllung. Die Puppe absorbierte Ibs Überreste Stück für Stück. Lächle noch einmal für mich, so wie du es früher getan hast, rief Ningirsu Ib an. Ib und die Puppe wurden eins. Die Wiederbelebung der Seele war vollzogen. Das soll wieder klappen, aber ja eben. Die Seele, die im Maschinenkörper gebunden war, war nicht die, nach der er suchte. Oh nein, es ist Lee. Oh nein. Das Lächeln auf ihrem Gesicht war nicht das mitfühlende Lächeln von Ib. Es war ein böses, eingefrorenes Grinsen. Dieses Lächeln gehörte zu Lee, der Seele von Ib verschmolzen war. Oh nein. Ibs Seele war die letzten Überreste von Ibs Seele auszulöschen. Sie rief die zu Drachen gewordenen Weltvermächtnisse herbei und absorbierte sie, wuchs zu enormer Größe heran.
Sie wurde zur Albtraumritterin Verkörperung Idli. Ibli nutzte dann die Kraft des Schlüssels und des Weltvermächtnisses, um einen Crawler von der Größe des Berges zu erschaffen. Deus X-Crawler. Was? Aurams Verbündeten merkten, dass der Wirbelsäulenforzer des Deus mit der versiegelten großen Finsternis verbunden war. Als sie sich näherten, um ihn aufzuhalten, versperrte ihnen ein schrecklicher schwarzer Drache den Weg. Wurde von einer tödlichen Kraft verzehrt und wurde dadurch zu Idlis Vorhut. Früher war er Imduk gewesen. Nein! Jetzt war er zu Weltvermächtnis Wachdrache Mardak geworden. Alter, leck mich am Arsch. Wie übel ist das denn bitte? Naja, eben, das können wir gar nicht machen. Das heißt also mal, die ganzen Dinger. Ist das Ding... Der Orkus... Warte mal. War das nicht das, was ich hier eigentlich gewonnen... Oh, bitte sag mir, dass es nicht klar ist. Das ist nicht das von hier, oder? Nee. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Okay. Es kommt mir so bekannt vor. Okay, also oben geht es jetzt weiter. Das machen nochmal 3 Szenarien. Neuer Drache. Wachdrachenregeneration, das klingt besser. Imduk. An den Kampf mit den Orkusen umgeben von einer zerfallenen Welt konnten die Crusader sich kaum noch aufrecht halten. Jetzt stand ihnen der Drache im Weg. War es unvermeidlich, dass die Großfinsternis in Lees Hände fallen würde? Gerade als Auram aufgeben wollte, landete ein fliehender Drache vor Idli. Es war Wachdrache Justitia aus dem Wald der Sterne. Der schimmernde blaue Drache nutzte seine Kraft, um Ibs Körper aus dem Bund mit Idli zu reißen. Im Moment begann er noch heller zu leuchten, hüllte die Umgebung in einen Blitz. Dann sammelte sich das Licht. Als Auram seine Augen öffnete, sah er die Gestalt eines jungen Mädchens. Die freundlichen Augen des Mädchens, das er so gut kannte, Ningiros Schwester. Seine Kindheitsfreundin. Ihre Zeit im Dorf. Ihre Suche nach dem Weltvermächtnis. Er hatte Nöte und Freude mit ihr geteilt. Das war keine andere als Ib. Augenscheinlich war sie von Lee vernichtet worden, und doch stand sie vor ihm. Auram und Ib waren wieder vereint. Und Ingirsu, der Penner, den hassten nun alle. Obwohl, weiteres Unheil, was? Idlis Körper, nun getrennt vom Schlüssel und seiner Erbin Ib, konnte das Weltvermächtnis immer kontrollieren und kämpfte um sein Überleben. Idli heulte... Was ist plötzlich ein Synchromonster? Okay. Idli heulte auf, als Auram und Ib sich Mardak zuwandten, der ein ähnliches Schicksal erlitten hatte. Um ihren Freund Imduk von der tödlichen Kraft zu retten, die von ihm Besitz gegriffen hatte, riefen sie nach seiner Seele. Ihr Ruf trieb seinen Körper und weckte seine Seele im Inneren. Der wiederweckte Imduk regenerierte seine Lebenskraft und wurde wieder geboren als der göttliche Drache, Weltkelch-Wachdrache Almaduke. Ein Fusionsmonster. Okay, Fusion. Synchro. So was sieht Auram nach, wird er zum Xyz-Monster? Selbst während dieser Verwandlung wütete Idli weiter. Die Abschlusskeit sah, erklärte Ib. Dies war die wahre Form der großen Finsternis. Die Verkörperung der göttlichen Kraft. Weltsanrä des teurologischen Demiurgen. Ein Zungenbrecher. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, wa? Du
kann so einen Wachtenring kann also über Spielzug aktivieren. Lustig. Vom Bild her können wir meinen, es würde darum gehen, Ip wieder zu beleben oder Ip zu rufen. Aber die Rede ist von einem Fusionsmonster, also wäre es ein Imduk. Oder ein neuer Imduk halt. Ah, hier kriegen wir es. Okay, Entschuldigung. Ningirsu, er war ein Arsch. Und so Ip-Seele wieder zu beleben. Das Modellier weg. Beschaffe sein Augen ein Wunder. Leuchtender blauer Drache erschienen, verschmilzt. Seine Schwester kehrt zurück. Träumte er, war das real? Was war passiert? Wie das seine Seele berührte. Es waren die Überreste eines schwindenden Geistes. Sie gehören zu dem Gefäß, das für das Ips Seele geschaffen worden war. Das war das Echo der letzten Gedanken der Puppe. Sie war nichts weiter als ein künstlicher Körper. Vielleicht kam es durch die Macht des Wirtes oder des Schlüssels. Das leere Gefäß hat ein Bewusstsein erlangt, das weder Ip noch Li war. Dennoch hatte sie das Herz, sich um ihre Herrin zu sorgen. Das wiederbelebte Li versuchte Ips Seele auszulöschen, trag die Puppe die Ips Seele sie zu retten. Ironischerweise die gleiche Methode, die Li genutzt hat, um die Menschheit zu täuschen. Super. Nachdem sie das letzte Echo gehört hatte, umklammerte Nigios die Schärpe, die Ip der Puppe und Galatea gehört hatte. Stand mit neuer Entschlossenheit auf. Und war wieder geboren. Nee, doch nicht, schade. Okay, gemeinsam kämpft sie, aber eine Station freischalten. Also warum kann ich es jetzt machen? Das irritiert mich ein bisschen. Vom Weltkelch gekrönt. Wachtdrache Justitia. Der Weltkelch-Walddrache. Oh, der kleine Süßi. Finsternis Metalldrache, das klingt nicht gut. Alter, Imduk's neue Form braucht 3 Link-Monster. Ja, versuchen wir es mal, wa? Wachdrachenschild. Okay, Drachenschrein. Wen schicken wir jetzt? Der Gegner irgendwie nicht so richtig. Das wäre eine Option. Der bringt mir auch nichts, was mit dem hier?
Naja, das Ding ist natürlich schon ein bisschen stärker, wa? Das mal das hier und gucken wir, was passiert, wa? Vier verdeckte Karten, ein bisschen viele. Was? Beschwöre Spezialbeschwörung in deine Zone auf die 2 oder mehr Link-Monster zeigen. Oh nee. Das ist natürlich fies. Ja, hat doch ganz gut geklappt, wa? Irgendwie seltsam, was der Gegner macht und irgendwie auch nicht macht. Wenn man so erwähnen darf. Buster Klingkämpfer, oh, auch lange nicht mehr gehört, aber wo wäre der überhaupt, ja? Den kann man trotzdem mal riskieren. Linkmon ist immer so eine Sache. Tja. Ist ein sehr seltsames Duell. Sehr, sehr seltsam. Das ist scheiß Dimensionsloch hier. Irritiert mich voll. Okay.
Hallo Linkspinne, na, bist du schön verlinkt? Oh, das finde ich jetzt aber nicht so nett. Das war sehr unhöflich, Herr Kollege. Oder Herr Gegner, wie auch immer. Bringt leider auch nicht sehr viel. Der Wachdrache pisst, das ist ja irgendwie ein Problem. Ich weiß schon, worum es geht. Also quasi den, zum Beispiel jetzt hier unten hätte auf dem Feld, damit ich hier einen rufen könnte, ein weiteres Monster. Ich verstehe den Sinn dahinter schon, nur einfach die falschen Karten dafür. Oh, nicht dein Ernst. Da bringt mir eine Linkbeschwörung nichts. Und Linkspin oder was? Na, natürlich. Oh, ist ein Kreuzlink. Also Kreuz gelingt. Der tut auch einen schlechten Effekt. Aua. Das tat weh. Ah, hätte ich jetzt seinen Wachdrachen los. Das ist, schwierig. Jetzt kann ich über das Teil hier, eine andere Zone verlegen. Bringt mir aktuell noch nichts, vielleicht später. Mal gucken. Links Spinne geht nur mit normalen Monstern. Natürlich gar keine normalen Monster auf der Hand. Wenn noch die 2 oder mehr Monster sein, das ist das Problem. Wenn ich irgendwie nur 1 oder so, dann, ja, dann wird es gehen. Himmlischen Sphären. Ja, schlecht wäre es zwar nicht. So, gucken wir nochmal. Der andere müsste ja auch. Okay, die gehen so gegenseitig, super. Ich würde halt Imdo gerne hier ran verschieben und den anderen mal irgendwo weg. Warte mal.
der eventuell noch eine Idee? 2 plus Monster. Ich würde Imduk plus die beiden weglegen. Am besten irgendwie auch hier hin oder so. In der Phase, wenn die Karte speziell schon beschworen wurde. Ja, genau. Außer dem Spielzug, das ist das Problem. Mit Link zu erniedrigen an einem Friedhof wählen. Ja, dann hätte ich gerne Imduk zurückgeholt. Außer dem Spielzug diese Karte spielen. Ah, das ist doch scheiße, Mann. Zerstörungsschwert kann ein Deck am Friedhof legen. Ja, auch wenn ich es hätte. Da bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ach, das ist doch. Imduk wegbewegen. Ja, klar, eben zum Beispiel hier hin oder so, aber ich kann den Effekt nicht zweimal aktivieren. Das ist das Problem. Der Link-Monster mal 100, das bringt mir auch nichts. Ach, kacke. Er ließ halt ihn rufen, aber gegen den Drachen hier keine Chance. Kann ich drehen und wenden, wie ich will, das bringt mir irgendwie alles nichts. Ich muss es fast so machen, ich sehe sonst gar nicht, wie ich das sonst irgendwie hinkriege. Ist ja auf eine irgendeine schräge Art und Weise ja auch ein Drache. Ah, warte mal, das könnte noch klappen. So, ich habe seinen Effekt noch. Das ist auch schon in der Zone auf die 2 oder mehr Link-Monster zeigen. Jetzt nutze ich den hier. Switch den nämlich hier hin. Jetzt zeigt nämlich er hier hin und der zeigt auch hier hin. War schon Kreuz gelingt. So. Jetzt kann ich theoretisch auch den hier rufen, auch wenn es mir nicht sehr viel bringt. Also mein Angriff hat deklariert, indem diese Karten an Link-Monster eines Gegners beteiligt sind. Du kannst ein Link-Monster in derselben Linkzelle des Monsters von deiner Spielfeldzeit oder einem Friedhof verbannen. Das Monster des Gegners, weil es ist zusätzlich einem Gegner Schaden für seine Grundangriffsstärke zu. Ja, da. Wem ist halt sein eigener Drache. Kann ich irgendwie meinen Drachen noch verstärken? Doch, das geht ja. Wie viel habe ich mal 100? Okay, das wird theoretisch funktionieren. Moment. Nehmen wir noch einen anderen coolen Drachen hier. Der hier zum Beispiel kann nicht durch Kampf zerstört werden. Und diesen Effekt aktivieren, bis zum Ende des Spielzugs hält diese Karte Höhen. Entschuldigung! Haben wir gerade verklickt. Was steht? Du kannst den Effekt aktivieren. Bis zum Ende des Spielzugs erhält diese Karte Angriff in Höhe der Hälfte der derzeitigen jenes Monsters und falls es tut, werden jenes Monsters halbiert.
Können wir mal testen, wa? Jo, bitte. Kaliber Schwertdrache. Den kann ich auch nutzen. Ich switche ihn. Und weil ich so naiv bin, denke ich natürlich, ich komme damit durch. Und eine Doppelbeschwörung auf der Hand. Ui, ist das ein langer Zug, hey, alter Schwede. Das Halbieren von ihm ist gar nicht so wichtig. Mir ist viel wichtiger, weil ich den Gegner angreifen kann. Alter Schwede, dass ich damit durchgekommen bin. Lecco mio. Ja, wie soll ich jetzt ihn rufen können? Oh. Das geht ja. Yes, servus. Ja gut, also mache ich jetzt garantiert nicht. Den Effekt hingegen, den kann man nutzen. Ja gut, an Angriffspositionen, die sind in Verteidigungsposition beide, bringt mir also nichts. Andere Main-Monster-Zone bringt mir jetzt irgendwie auch nichts. Aber die Idee dahinter bin ich nicht. Ja, jetzt kommt der schon wieder. Das bringt nichts. Bringt nichts, Kumpel. Ach, ey, Der kann er sich selber reduzieren, genau. Die Weltdrache, die habe ich auf der Hand, krass. So 400, weil ich ja pro Linkstufe war. Genau, der Linkzahlen, ne? Das habe ich vorhin irgendwie, glaube ich, auch falsch noch formuliert gehabt. Es geht nur um die Linkzahlen. So. Geschafft, Freunde. Alter, war das Duell mühsam. Also mühsam im Sinne von schwierig. Dabei war es nur Stufe 3. So, was war das uns eigentlich noch in Zukunft so alles? Gut, so viel hin ist eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wir haben noch Zeit, uns den mal noch anzugucken. Vielleicht kriegen wir den auch irgendwie auf die Schnelle hin. Genau, weil wie ich die Dinge hier rufe oder auch den schnell rufe, weiß ich ja. Jetzt mittlerweile. Mit Drachenmädchen, oh.
Okay. Klingt nett auf alle Fälle. Ich setze mal die Karte, ist ja auch ein Empfänger. Wir haben natürlich eine Synchromonster im Deck. Ja, super. Na, er kann nachher Link beschwören. Ist ein normales Monster, das heißt, Induk wird sich freuen. Der gute alte Indie. Wer kennt ihn nicht? Das kann ich jetzt den Effekt nutzen. Also. Ja gut, ich ist ein permanenter Fall. Ich kann einfach mal den Effekt spielen. Also die Karte aktivieren. Oh, legt einen Pendelbereich. Mit 1 um 5. Ja, okay. Gut, 2, 3, 4. Ist jetzt nicht so viel. Chaos Imperator als Link-Monster. Haben wir noch nie gesehen. Meisterpendel. Mhm. Natürlich ein normales Link-Monster gilt als normales Monster. Okay. Okay, okay. Von mir aus. Oh, 3. Link 3. Ah, der Kumpel. Eines Damage Steps, Ja, das ist ein fetter Damage Step, deswegen kann ich das mal hier spielen. Ich nehme mal den hier, komm. Ja, wenn ich halt jetzt einfach sage, okay, ich gebe da zum Beispiel so ein Panel-Monster auf die Hand zurück, das bringt mir nichts. Also ihm schon, und mir bringt es halt nichts. So, was haben wir denn da Schönes, wa? Nehmen mal den hier. Einfach noch den Effekt. Nochmal Induk? Nö. Nee. Cleverer Typi. Und wieder mal der Drache. Mal gucken, welches Monster kann ich rufen? Hausdrachenmädchen. Ah, eins von denen da. Ja, komm, warum eigentlich nicht, wa? Muss ich den hier wählen, wa? Und dann noch so. Ich habe einen stärkeren Drachen. Guck mal, das sind Drachenmädchen. Jetzt mal auf die Hand zurück. Nee, will ich eigentlich nicht.
Erst in Beiphase. Ich bin in Mainphase Trottel. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, schon doof, wa? Standby-Phase. Den Friedhof beschwören. Ich nutze einfach mal den Effekt, weil ich es kann. Noch nicht. Also unter den da. Ach, der schon wieder. Link 4 nehme ich an. Ja, das muss ich fast, wa? Ich wollte es eigentlich auf den Effekt deaktivieren, aber scheiß drauf, komm. Also eines Damage Steps. Ah, Mist. Das wäre jetzt praktisch gewesen. Wie gesagt, die Hand bringt mir nichts. Der Typ geht mir auf die Eier. So, und nachher eh nichts machen kann. Schon doof, wa?
Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ja, eben. Ah, ist das scheiße, Mann. Ah, ich dachte, wir kommen jetzt hier so schön vorwärts und dann passiert wieder so ein Quatsch. Oh Mann, oh Mann. Ja, wir sind schon bei 15 Minuten, Freunde, ich muss gleich aufhören. Ich kann nichts tun, weil nichts bringt. Du, du, du. Ja, da hatte er einmal ein bisschen mehr Glück als ich leider. Ich dachte, als da meine Drachen, meine Fusionssammlung im Feld hatte, dachte ich, wäre eigentlich ein Vorteil, aber irgendwie sind doch wieder irgendwie hingekriegt. Schade. Wer einfach wieder alle Karten aktivieren kann, ist alles gar kein Problem. Da kann einfach alles machen. Ja, natürlich sind das auch spannende Duelle, gar kein Thema. Ist ja einfach halt insofern nervig, wenn ich hier eigentlich mehr oder weniger mich ein bisschen beeilen will und muss, um hier durchzukommen. Weil halt sonst gewisse Duelle nicht mehr machen können. Ja, und was bringt das jetzt, was er hier macht? Also ich meine, sorry, aber... Was treibt der da? Ja, jetzt spielt er auf die Karte. Nimm ihm damit irgendwie das Angriffsziel. Was eigentlich das machen, weil da lohnt sich gar nicht. Also kann er eigentlich Monster zurückgeben auf die Hand. Das wäre eigentlich geiler. Dracho, Bezwinger, Schutz, Schulze oder wie auch immer. Okay. Gut. Wir haben es versucht, Freunde, hier mit den Drachen, wenn wir momentan also nicht irgendwie groß weiterkommen. Rotäugige Karten und so. Nee, muss auch nicht sein. Also, nächste Folge werden wir uns also hier mit dem Szenario weiter beschäftigen. Wir das ein oder andere Duell machen. Und dann vermutlich am Ende der nächsten Folge das ganze Let's Play vorerst mal dann zu beenden. Ich denke, hier mit dem Bellvermächtnis sicher ein guter Punkt, um das Ganze ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Also eben vorher zum Abschluss zu bringen, weil das Ganze muss auch mal irgendwie ein Ende haben oder ein Ende finden und so. Die ganzen Duelle, die wir schon verbockt haben, die wir schon versucht haben quasi normal zu machen, ist halt immer so ein Ding. Hast du Lust dazu, hast du Zeit dazu und so. Momentan, naja, eigentlich wieder noch. Sagen wir ganz ehrlich. Aber hier auf Elfenmens haben wir noch Bock drauf. Vor allem hier zum Gucken, ob es hoffentlich noch ein gutes Ende nimmt. Und deswegen, Freunde, danke fürs Zusehen. Nächste Part also machen wir hier im Szenario weiter. Können hoffentlich nächste Folgen auch wieder mit Auram und Co. zocken. Und nicht nur jetzt irgendwie das mit dem Drachen, was auch ganz cool war, gar kein Thema. Aber mit Auram selber und so zocken und Ip und hoffentlich auch Ningirsu und Imduk und so. Ja. Hoffen wir das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.